Was in einer Welt könnte denn das Wasser mit dem See so aufwirbeln? Bzzz. Ja, ich würde sagen, das ist eine gute Frage, Ruto. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde, wieder hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ach ja, was ein bisschen eine Inselmannschaft ausmacht. Der voller Hype hier in Mond unterwegs. Blick gerade mal, letzter Part, war noch vor Weihnachten, nee, während Weihnachten, Neujahr, genau. Da bloß noch hinschwimmen, ich erinnere mich wieder. Team sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus, aber natürlich mitunter ein paar zu stark sind, aber das ist ein anderes Thema. Unser Glücksslimer, was kann man eigentlich sagen, weil ja, quasi mindestens der zweite Angriff vergiftet den Gegner, natürlich auch krass. Und mal gucken, wie es weitergeht. Haben wir auch schon, oder? Ja, genau. Also dann rufe ich mal Lapras. Das Lapras-Mobil. Bin sucht das den Wirbel im Wasser miteinander, was dahinter steckt. Der machst doch selber, Mensch. Was? Bin sucht den Wirbel im Wasser. Mann, ich kann mich kaum bewegen. Okay. Wieder abgehauen, sehr schön. Oh mein Gott, es ist ein Lusardin! Ja, yeah, Lusardin! Könnte man sagen, dass Pondor zu Carpador und Barsch war von früher. Natürlich mit ein paar kleinen Anpassungen, logischerweise. Ja, warte mal, Kraftreserve bei ihm war jetzt Eis. Ja, genau, erinnere mich wieder. Ja, Anpassungen, die wir noch sehen werden. Lusardin, ein Pokémon, was mir auch mal überlegt hat zu trainieren, aber irgendwie das Gefühl habe, es wäre entweder zu krass für Playthrough im Story-Modus oder aber zu wenig, wenn man kompetitiv zockt. Je nachdem natürlich. Ja, Platsch, Platsch. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ein anderes Platschen. Ein Mensch oder ein Pokémon? Bitte findest du für mich raus. Ja, wir gehen gleich. Kann ich? Ich müsste eigentlich... Der hat gar keine Angel, wa? Dann natürlich schwierig zu angeln. So, und da kommt... Aber hier komme ich hin. Was? Aha. Der Pokémon-Sucher wurde activated. Warte mal, was ist denn das? Es ist ein Quapsel. 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 Guck mal her, Quapsel. Yes, sehr schön. Finde ich auch. Bisschen mehr zoomen und dann ganz geil. Ups. Es freut sich. Gefällt mir. Mir auch. Jetzt zur Fotoauswahl. Oh Mann, wie geil ist das denn? Ja, ich würde mal sagen, man sieht auf allen kaum etwas. Das sieht noch cool aus. Es wurde geteilt. Ein sehr beruhigendes Foto. Servus, also das wurde bei Nacht gemacht. Nö, es ist Mond, ich spiele tagsüber. Wolken, Wolken, Wolken. Mach bitte ein niedriges Foto. Und diese Wünsche hier. Und beenden, ja, das muss sein. Ein Beleber, sehr schön. Kann ich mir sehr gut brauchen. Gehen wir hier runter. Oh. Dann gucken wir doch mal, was es hier noch gäbe. Ja, soviel dazu. Es ist ein Quapsel. Ich überlege gerade mal. Ich glaube, ich habe zwar... schief... Willst du mir verarschen? Wie soll das schief laufen? Ich habe zwar eins in Sonne, aber ich will den Pokédex komplett kriegen. Das war sowieso zwei, wegen Quapo und Quaxo. Also, lass dich mal einschläfern. Ja. Yeah. Ist aber schnell, das Quapsel muss ich zugeben. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, das sieht jetzt scheiße aus. Was soll ich nur tun? Ja, mein Arboretus hat's gesagt, ja. Hat Angst, dass der Kampf schief gehen könnte. Ich wollte nicht hören. So, komm. Blub, 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 blub. Gegen Pflanz-Pokémon. Auch immer sehr clever.
Bin versucht, weil Eis macht nicht so viel Damage. Einmal. Zweimal. Ey, Duplex, das heißt zweimal. Aua. Ja, ist klar. Mann. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier in Sonne und Mond wurde die Rate bezüglich 5 Mal und so ein bisschen erhöht, war. Och nö, SOS-Bälle schon wieder. Weil ich habe echt das Gefühl, dass... ja. Oh, Gott sei Dank. Ja, dass halt die Chance der Gegner generell mehrmals treffen und es bis zu 5 Mal erhöht wurde als früher. Also höher ist es früher, ja. Ich meine, klar, es gibt Fähigkeiten, die das Ganze erhöhen können. Und Items ja auch, etc. etc. Ist überhaupt gar kein Problem, aber sorry, ein wildes Quapsel. Bitte wohl kann diese Fähigkeit haben. So. Quapsel ja eigentlich eines meiner Lieblings-Pokémon. Vom Lieblingswasser-Pokémon. Aber es ist eigentlich immer so schwach. Quappo und Quax eigentlich auch. Also ich hatte ja mal die Hoffnung mit so einem neuen Gen, wenn da auch mal ein dritter Entwicklungsreihe dazukommen. Ich meine, so ein Wasserpsycho kann man gut vorstellen, wa? Die dürfen, es können auch nicht gut laufen. Okay, merken wir uns. Ich brauche mal ein gutes, ihr wisst schon, guten Spitznamen. Das ist ein Karpe, ja, ist im Prinzip, oh, warte mal. Spitzangriff hoch, Verteidigung runter. Generell sind die Werte eigentlich noch hoch, Waffe für Level 17. Hä, was bin ich jetzt? 35 Initiative? Ich meine, sie sind runterentwickelt, ja, also noch nicht entwickelt, so rum. Interessant. So. Ein bisschen gedauert, ich schicke wieder mal Slimer voraus. Und ich habe auch mal ein paar gute Spitznamen für die. Tracy, wie kam so schnell hier runter? Dein Name? Michael. Mensch. Wie ist der kleine Name? Mhm. Ist jetzt über 5 Jahre Let's Player. Wie ist der Name? Mhm. Schon klar. Da ist mir ein seltsamer Wirbel mit Namen See. Naja. Wissen wir, Roto, wissen wir. Geht trotzdem mal rein. Ich schätze, man muss direkt hinschwimmen, wa? Tschüss, ich gehe wieder. Wo willst du hin, Mann? Ja, ist ja gut. Ah, ich denke hier. Habe ich noch ein paar ab? Okay. Wird mal wieder so ein Lusardin sein, wa? Ja. Du mir eigentlich trainieren. Aber jetzt natürlich auch Relax eher weniger. Ihr wisst warum. Du meinst fangen. Wäre eigentlich gar nicht mal so eine doofe Idee, wa? Ich fange mir mal ein Lusardin. Lusardin. Ja, das neue Carpador der 7. Gen, obwohl es gar nicht entwickeln kann. Kann doch nicht entwickeln, das gute Ding. War schon der Kampf oder war das normal? Es war normal, okay. Ja, Problem ist halt Zurückhaltung, Z-Move bringt sowieso nicht viel. Aber trotzdem hat es versteckte Talente. Es ruft ein neues Lusardin. Oh nein, oh nein. Egal, komm gegen Relaxo, also sorry. Da war schon ein bisschen mehr. Och nö. Und dann geht's eigentlich noch. Okay, mach das mal sehr mürbe. Mal gucken, wie viel Damage es macht. Ich brauche ja nur ein Lusardin. Oh. Das tat doch weh. Mann, mein Name ist Relaxo. Ich glaube, Lucky ist ja speziell, wa? Dann macht es sowieso nichts bei unserem Spitztank. Wie er tankt. Nö, aus.
Du rufst hier nichts zu Hilfe, ist es klar, Mann? Es ruft doch was zu Hilfe, glaube ich, Spinne. Ja, deswegen finde ich halt SOS-Battles nervig, wenn man sich irgendwie auch abschalten kann. Insoweit beeinflussen kann. Ich kann es nur beeinflussen, indem ich sage, okay, er muss Hilfe rufen, damit ich sage, nö, ich will nicht, dass er Hilfe ruft, das kann ich nicht beeinflussen. Das ist halt, wenn du ein Pokémon fangen willst, echt nervig. Ich hoffe, dass der Entwickler das bei einer Spezialedition oder bei den nächsten Remakes, falls sie da auftauchen sollten, noch beheben. Oder echt, dass man halt so einstellt und sagt, okay, SOS-Battles halt nur bei den Arealbossen logischerweise. Bringt das Ziel. Und erhält ihren Effekt, ja wieso nicht? Genau, dass man das halt so macht. Also das echt nur halt so. Ich weiß nicht, ich sehe schon wieder. Wenn ich Revierboss mit so einem. Schon neue Attacken erlernen, ist natürlich schon cool, aber bin hier gerade ein bisschen am Überlegen. Kratzer weg. Dumme Level 22. Alter, überall Level-Ups. Ja, ist klar! Das Ganze mit Level-Ups. Blubstrahl, okay, erstmal alles hier ein bisschen upgraden. So. War stehen geblieben, genau. Also SOS-Battles, dass nicht mehr automatisch getriggert werden, dass man die halt durch die Beere. Beziehungsweise das Zitterorb, also Zitterorb, nicht Beere. Dass man das dadurch triggern muss. Außer natürlich eben da die Herrscher, dankeschön, die Herrscher. Die können natürlich immer SOS-Battles ausführen. Ne? Es kommt auch daher, dass sie das müssen, ist natürlich auch verständlich. Aber ansonsten keine automatischen SOS-Battles mehr, weil sonst, man sieht hier wieder, es zögert sich auf den Dingen, weil ich halt dann Pokémon fangen will. Ja, mein Gott. Und du kannst endlich die irgendwie abschalten und das ist wirklich viel nervig. Hörst du jetzt bitte mal auf? Alter, sonst fliege ich hier noch, ganz ehrlich. Alter. Ja, ich meine, ja klar, SOS-Battles ist natürlich schon cool für EV-Training generell zum Trainieren, aber eben dann soll man sie auch halt provozieren müssen mit dem Zitter. Ich meine, teuer sind die nicht, da kann man ruhig so machen. Ja, es kann jetzt noch ein paar Stunden hinziehen, bis wir hier durch sind. Ich kann jetzt endlich mal aufhören, Alter. So, jetzt reicht's mir. Nö. Jetzt ist genug. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mach ich halt beim Boss. Genau, im Herrscher mache ich es jetzt. Wenn der natürlich zuerst platt macht, nachdem er schon Kamerad zu Hilfe gerufen hat, kann der keine weiteren SOS-Dinge ausführen. Ne? Da ist echt irgendwie so geskript, dass nur der Herrscher Hilfe rufen kann, seine Partner können nicht rufen. Und daher, ja. Ich glaube, so echt am vernünftigsten. So, jetzt bin ich sauer und hau dir was rein. Oh nein, oh nein. Yeah, Normium Z. Z-Move. Z-Power. Hyper Sprint Attack. Ja, Mann. Ja, ich riech was zu futtern. Problem gelöst. Hat angefangen zu regnen. Na sowas. Platsch, platsch, platsch. Was ist denn das schon wieder? Ein Pokémon. Da braucht er Hilfe. Ja, mein Ziel gibt voraus, dieser kann nicht Ziel gucken. Wieso ist denn so schnell nach da drüben gekommen? Ja, fragt das der Entwickler. Ich bin hier auf hoher See. Alter! Was geht denn mit dir ab? Was bist du für einer? Der Martin. Ja, servus Martin. Wie läuft's denn so? Alles frisch im Schritt? Dann Schweizer sicher nicht. Es fängt an zu regnen. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal.
Carpador gibt es ja auch noch. Ja. Lustigerweise gibt es hier in so einem Mond, kann man ja, wie gesagt, Lusardin ist ja bereits erwähnt, da im Prinzip neues Carpador, neues Barschwer. Kann man fangen. Man kann hier eben auch Carpador, Garados fangen, okay. Und man kann ja auch Barschwer und Milotic fangen. Also alle drei, sag ich jetzt mal, Überraschungs-Pokémon, ne? Einigen uns mal auf den Namen, Überraschungs-Pokémon. Weil eben, Carpador eigentlich total schwach, Garados, bei Barschwer, Milotic im Prinzip ähnlich, Gähner wäre gar nicht mal so verkehrt. Der kann auch zum Schwächen und so weiter, beziehungsweise zum Fangen, aber nö, vielleicht schon später mal. Und da kommt noch ein Carpador. Platscher. Ja, Mann, nix passiert. Übrigens, es gibt echt so, ich muss echt mal so sagen, es gibt echt crazy Typen, die, keine Ahnung, wie die darauf kommen, aber die spielen Pokémon Sonne und Mond mit einem Carpador. Nur mit Carpador durch. Gibt's sogar solche? Das ist doch einfach krank. Mein gut, es kann Dreschflegel zum Angreifen. Ja, okay. Gut, natürlich Normalattacke in Geister ein bisschen doof, und dann ist halt was anderes einfallen lassen, dass ich ihn umgehen kann. Aber trotzdem, wenn es allgemein betrachtet, wer macht sowas? Wer macht überhaupt die Mühe? Ich meine, ja, ist eine geile Challenge. Oh, Siedewasser. Geil, Mann. Alles verkokeln. Und wieder verdampfen war. Es senkt die Genauigkeit des Gegners. Noch ein X-Special. So. Siedewasser kann natürlich nur Marikecker lernen. Ja, Mann. Ist eine relativ starke Attacke. Blubstrahl, was bringt der? 65 natürlich auch cool. Da habe ich Prio drauf. Da habe ich auch Prio. Musst du sowieso Angriff schwächen. Okay. Passt doch so weit ganz gut. Marikek. Ja, die kann die Gegner verbrühen. Was finde ich jetzt hier wieder für einen roten Pokémon? Oh. Es ist ja ein Wingaldu. Habe ich auch noch. Ich überlege gerade, habe ich in Sonne 1. Ich glaube, wenn, habe ich überhaupt ein. Habe ich Piper da? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, habe 1. Komm. Ja. Da haben wir jetzt lange Freunde. Ich will hier ein bisschen hinne machen. Weil der Paar, nein, ist schon am Ende zu und ich habe quasi noch gar nichts geschafft. Das ist sowieso traurig. Sag mal, Labras, kommst du mal. Pokémobil. Eine geile Idee. So, ich würde sagen, hast Garados wollte ich gerade sagen. Ich lasse Lachs mal draußen. Deswegen der Pokémon Kyogre personifizieren ist mir. Willst du verarschen? Hier in Alola lebt Kyogre. Ja, man nicht so leicht, Michael. Ja, wollte gerade sagen. Dann steck ich mal dahinter. 50%. Die sind jeder Ecke des Gletscherhügels. Irgendwie habe ich eine böse Vorahnung. Ach ne, ohne Bzzz. Gut, ich bleibe dabei, ich nehme einmal Arboretus nach vorne, und zwar schon ein bisschen geschwächt war. Ich heile mal alle ein bisschen. Erstmal den coolen Domi. Nicht ganz, aber fast. Ne, muss eigentlich reichen, komm. Das Herrscher-Poké ist nicht so stark. Bin schon mal gespannt auf die Pflanzenprüfung, weil die, habe ich gehört, kann echt extrem krass schwer sein. Wo ich die in Sonne, ich zeig's mal noch, aber mit Mitsunda als Starter plus Z-Attack ist die eigentlich recht easy. Michael, jetzt bist du mir also bisher gefolgt. Die Prüfung beginnt. Ist schon klar, was du damit verbracht hast, oder? Richtig, du hast das Tod des Captains passiert, also steht jetzt auch eine Prüfung an. Eine Prüfung besteht darin, den Herrscher der Meere zu besiegen. Was, Kyogre?
Der Herrscher. Ja, Rache aus. Sieh dich vor. Wir was denn können und besiegen den Herrscher. Wir können die Prüfung beginnen. In diesem großen Wasserfilter wieder ein Lusardin. Warte mal. Da ist halt der vorhin sowieso kein Lusardin fangen können, oder was? Nee, erst jetzt. Das hat er erst jetzt erwähnt. Wenn die Prüfung beginnt und so weiter. Die Prüfung beginnt. Die Prüfung beginnt. Und keiner weiß, was am Morgen oder so. Egal. So. Zu hoch, war. Turbo-Tempo! Okay, vorhin direkt aufs Eingemachte. Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Aber es bekommt Angst. Mach keine Scheiße hier, ja? Ich will nicht schwimmen. Ach du Scheiße, ist das wie riesig. Lusardin greift. Was? Das Vieh heißt gleich wie das andere kleine Vieh? Ja. Lusardin. Wahrscheinlich ist das eine Verteidigung, scheiße. Ich soll das erklären. Wie bereits erwähnt, Lusardin im Prinzip Pollen zu Carbodo und Barsch war. Das ist keine Entwicklung, es ist eine Fähigkeit von Lusardin. Und so wird natürlich, ändert sich nicht nur das Aussehen, sondern auch so eine Art Route werden geboostet. Okay. Es wird verdammt stark und gemäß Pokédex-Eintrag haben sogar Gyarados vor dieser Form Angst. Verständlich, war. Aber mir scheißegal, denn ich habe so was anderes vor. Ich will es platt machen. Also zu erwarten. Es kommt die Aquaknarre. Kommt herbei! Ich bin schon da, Mann. Was geht ab? Ich heule erstmal eine Weile rum. Ja, das ist schon krass, wa? Ein Pokémon, das man nicht entwickeln kann, aber... Oh. Okay, Rasimpel auf beide. Scheiße. Ich muss jetzt sowieso erst Prüfung bestehen, weil deswegen... Fangen geht sowieso noch nicht. Ich gehe wieder. Tschüss. Also hier mit der Eule als Starter. Nee, das ist nicht ernst. Oh. Ich verliere meinen Startboost. Das gibt's doch nicht. Das ist auch krass, wa? Ja, gewisse Pokémon können halt nicht nur sich selbst, seine eigene Entwicklungsreihe irgendwie per SOS-Bälle rufen, sondern auch andere Pokémon. Amolit, da wäre geil, das zu rufen, weil ich hab's noch gar nicht in Sonne. Aber ihn geht gar nicht, war auch wenn ich es jetzt besiegen würde. Aua! Aua! Mann, hör auf mit diesen scheiß Ohr. Alter! Nein! Oh, ich hasse Ohrfeigen. Ey, ich sag's ja, was ist mit dem Spiel los? Ey, alles 5-mal. Da schwer meine Defense ist cool. Was passiert? Ja, das ist halt die Fähigkeit von den Lusardin. Wenn die Level 20 und höher haben, dann erst sind sie brauchbar. Logisch, Level 20 Entwicklung auch von Carbodo zu Gyarados. Wenn sie dann mehr als, glaube 20% ihrer KP haben, wird ihre Fähigkeit aktiv, Fischschwarm. Du es eben halt verwandeln, höhere Werte kriegen und so, aber ist ihre KP dann wieder unter 20% ihrer maximalen KP, wie jetzt zum Beispiel, ist wieder klein und schwach. Deswegen, ja, ein Herrscher, der ein bisschen verarscht wurde. So viel zum Herrscher. Arboretos! Yo, Mann, was geht ab? Slimer. Jo, ich will gerade direkt weiter angreifen. Also eigentlich, aber den... Ja, der Herrscher ist besiegt, aber vielleicht kann ich es jetzt trotzdem noch fangen. Ich gucke mal ganz kurz. Das würde mich nicht wundern, wenn es gar nicht geht. Ne, seht ihr aber keinen Beutel. Also, Beutel schon, aber man kann keine Bälle einsetzen. Wenn der Prüfung keine Pokémon fangen, ist das fies, Mann! Egal. Nehmen wir einen Pflücker.
Und wir haben die Prüfung bestanden. Mitsuno natürlich auch noch. Marike genauso. Yeah, Mann. Ich bin cool, wa? Oh, yes. Aber erstmal muss ich dich ein bisschen trocken föhnen. Und dann noch schön hier unten. Und da oben deine coole Locke. Du. Ja, Mann. Dankeschön. Kein Problem. Ja, vor allem dann noch geschafft. Die Prüfung des Wassers. Oh mein Gott. Hey ho. Frau Maike, bitte kommen zu mir zurück. Also, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meine mit Großinge auf trainierten Lusani besiegt wurden. Andererseits möchte ich ganz herzlich an der bestandenen Prüfung gratulieren. Michael, das ist wirklich eine reife Leistung. Respekt, hier, das ist für dich. Ja, wir haben es geschafft. Die erste Prüfung der zweiten Insel. Die Prüfung des Wassers. Yeah, Mann. Ich setz Power Punch ein. Jetzt pass gut auf. So nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Und das ist noch nicht alles. Du bekommst von mir eine Angel, nur mit einem echten Wasserzeichen. Okay. Ja, Mann, Gold, dankeschön. Ja, ist selbst erklärt, wie das Ganze funktioniert. Tauchball für tauchende Pokémon. So ein großes Gas lang gezogen habe. Nö, weil das gibt's nur in Johto. So war das, oder auch nicht. Oh Mann, Tracy. Ja, gerne, wäre sehr froh drum. Okay, Mann. Angeln können wir jederzeit noch. Prüfen bevor sie mit dem Wälder Vulkanpark abgehalten. Hallo, auf Farm gesehen. Und weiter gesucht. Eine gute Frage, von der wir natürlich in der nächsten Folge rausfinden werden. Bin mir sicher, dass weiter unten auf Route 6 eine Stadt zu sehen ist. Bzz. Ja, Roto, wie immer war. Vielen Dank, Freunde. Dann wieder mal Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Sondermond. Ganz kurz zeigen. Ja, Mann. 13 Kristalle. Wie geil ist das denn? Bis zum nächsten Mal. Und ciao zusammen.